zugezwitschert. Lake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Okay, Leute. Wir sind auf dem Weg zum Terminus Hotel. Und da müssen wir in die oberen Stockwerke kommen. Ein gewisser Black Dexter erwartet mich. Eher unfreiwillig. Im 19. Jahrhundert. So, wie schaut denn aus da? Autoalarm. Aha. Da kann ich schon mal was alarmieren, gell? Wie schaut denn hinten aus? Gott, Mann, die lassen dich bei diesem Wetter warte mal. Wache schieben? Das ist hart. Ein Ziegelstein. Brauche ich. Warum kommst du nicht für eine Minute rein? So schlimm wird das schon nicht sein, oder? Du kennst meinen Arbeitgeber nicht. Gottverdammter Vandale! Du hast keinen Respekt! Wenn du Ja, so, mein mal, wir Mann bläden wärst, durch. würd ich dein Bier vergiften. Oh ja, wie wär's mit ein bisschen Aussehen? Sie schreit aus dem Fenster. Abschneiden und in den Alligatoren im Zoo vorwerfen. Denen ist jeder fremd. Das hat der Dave nicht gerne. Und man nicht der Schlunk mich. Jetzt wird er mal da vorne reinschauen. Beim Haupteingang. Mal schauen, was Sache ist. Pass auf, das war der Haupteingang. Was haben wir da? Da geht's in den Keller, gell? Was sagt er? Eine Knarre da hinten. Du sag mal, was haben wir noch an Waffen? Den Revolver. Eine Schallgedämpfte. Hey, Kumpel! Hallo Freunde, wie schaut denn aus? Reden Sie mit mir? Ja, genau, mit Ihnen. Da oben ist geschlossen. Zutritt verboten, kapiert? Entschuldigen Sie mal, es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Ich bin Gast Du in was diesem an den Hotel. Ohren? Das obere Stockwerk ist privat. Und jetzt verpiss dich, du Arschloch! War das höflich genug für dich? Jetzt kennt er sich aus. Die dumme Sau. Oh, Das bedeutet, der wäre nicht einfach so affig. übliches Zimmer. Der kürzeste Weg zum obersten Stockwerk. Geht's mit der Reparatur voran? Das ganze Ding wird, naja, nur noch von Spucke und Klebeband zusammengehalten. Hey, hab eine Menge Geld dafür geblättert. Aber ich muss hier noch ein paar Dinge reparieren. Sollen. Du sag mal, wie schaut denn aus? Der wir einchecken. Tut mir echt leid, aber mir sind die Hände gebunden. Ja, man hat ein Problem, oder wie? Meine Privatsphäre. Stell dich hinter. Ich könnte mit der Frau reden, aber ich glaube, Ja gut, ich mag nicht. keine gute Idee. Hörst du mir überhaupt zu? Privaträume. Hausfriedensbruch, Das ist sag mir mal. scheißegal. Weißt du, dass Hey, es nur mein zwei Arten von Menschen gibt? Mich und Arschlöcher. Da hätten wir Beweise. Und es ist klar, wozu du gehörst. Scheiße, Ja, wie viel du nicht? Arschloch. Wäre Arschlochtum ein Verbrechen, würde man dich kastrieren. Öffentlich, wenn sie deine Eier fänden. Und dann würden Was sie sagt dich er? ausstellen wie ein Kopf von Haben einem wir ein Problem? verfickten Diktator, Arschloch. Ja, pass auf, da war Du der bist die, so oder? armselig. Ein Da könnte man impotenter einschleichen. kleiner Wichser. Die Kassetten klauen und wieder abzischen. Ja, du. Weil du nicht weißt, wie man eine Lady behandelt. Du weißt vermutlich nicht mal, was eine Lady ist, oder? Im schlimmsten Fall erwischt er mich. Hey, Nein. du! Moment mal. Wer? Geben, damit ich Meint er mich? Sagen, ach ja, fick dich, das war's. Nur für Personal. Ja, was ist denn da los? Ja, sag mal. Da brunzen wie ein Fließband. Warte mal, was haben wir da? Der berühmt-berüchtigte Lüftungsschacht. Und da komm ich dann. Haben wir Karten? Scheiße.
Früher hat man mal Garten gehabt. Was haben wir da? Ein Pömpel. Der Mann ist tödlicher. Alter Tickelstor. Das kann ja theoretisch, warte mal. Krieg ich mal rein da. Die Waschküche, ist da nicht drin? Ich könnte eigentlich, warte mal. Eine Verkleidung verdrungen. Oh. Das ist der Hausmeister. Schnell weg, du. Der Trottel in die Gummistiefeln, Joey. Scheiße. Was passiert hinter mir? Was keine Sau, gell? Hey, jetzt aber. Der Bunny sind wir auf der besseren Seite. Pömpel und Radio tauschen. Nein. Da komme ich nach unten. Wo soll denn das sein? Die Wäscheklappen. Der Mann, der kennt mich. Du so mal Treppen. Alles gut. Hey, Kumpel. Da geht nach unten. Scheiße, ich möchte noch rum. Warte mal. Jetzt bin ich doch. Bin ich jetzt Personal? Kann ich sein? Kann ich doch noch die Beweise hören, oder? Weißt du irgendwas über diese Proleten, die hier überall rumrennen? Nur, dass sie die oberen Stockwerke belegen. Außerdem sind die Sicherheitsvorkehrungen schärfer als die alte vom Bürgermeister. Pass auf, der Rast war die Knarre. Schießen sollte nicht am besten, gell? Wobei. Das hinter muss ich nicht steigen. Mann, ich bin ja verkleidet. Kennt mir ja keiner. Kommt der Hammer. Keiner seiner Bin Kollegen gerade neu. glaubt ihm, dass es den Killer gibt. Ha? Yeah, das wird ein Knaller. Ja, Oh, Unfassbar, dieser Typ, oder? was soll ich sagen? Würden Sie bitte zurücktreten? wer? Red du mit mir? Hat er ein Problem? Weißt du noch? Mann, hast du Er hat die Frage, der wie du eine. Ich schleiche mal. Oh ja. Aber die Sache mit der Freundin. Hey, komm schon. Ich wäre auch gegangen, wenn mein Freund sich nicht selbst verteidigen könnte. Ich meine, hey, du weißt schon, wenn ich ein Mädchen wäre, dann... Ja, du verstehst mich schon. Aha. Aha, ja. Trotzdem kotzt es ihn sicher an, dass sie jetzt mit dir vögeln. Die Stärksten überleben, mein Freund. Die Stärksten überleben. Ja, gute Frau, war nix. War grad der Wind. Das himmlische Kind. Hört das? Beweise hab ich. Und eine Flinte, aber drum bin ich noch nicht. Scheiße. Vielleicht sollte ich, warte mal.
Hey, schicker Zwirn, Alter. Schnauze. Wer ist der Typ? Kommt mir verdammt bekannt vor. Vielleicht sollte doch in den Keller schauen. Hallöchen. Oh, tut mir leid, ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Pass auf, in den Keller. Spring mal ruhig. So, wie schaut du aus? Hey. Ein Rumpelkeller. Pass auf, er schleicht um mich. Wir können tauschen, wenn du willst. Sieh ich den rumgehen und dann nix. So bin ich da wieder. Mein Gott. Naja, ich dachte eigentlich an Kaffee und ein Stück Kuchen, aber wenn du es schon ansprichst... Leck mich, Jerry. Hallöchen. Schnauze. Tut mir leid, ich Kenn ich hab nicht. jemanden verwechselt. Und da hätten wir jetzt einen Speicherpunkt. Ganz gut. In Verkleidung. Sagt mir einer? Nicht, oder? Weg das. Jetzt kommen wir zum Personal. Ja, der da drum, ha? Ein tödlicher Stromstoß. Dort rund, oh, der steht im Wasser. Ungültig. Gut. Diese Dinger zu reparieren ist, als würde man tanzen, weißt du? Man muss sanft sein und zuhören können. Ich krieg das Baby hier Wie schaut denn aus? aber nichts wieder vor. Haut sie? Nein? Okay, klasse. Geht Samstag noch? Karen macht ihren berühmten Apfelstreuselkuchen, weißt du? Klar. Ich freue mich schon auf die Mädels. Das wird sicher toll. Ja, der hätte ich schwören können, da geht irgendwo auf. Da geht's aus. Sabotage. Der möchte uns sabotieren. Aufzug rufen. Oh, das ist ja. Ich hasse diese Scheiße. Vorsicht, ich rufe. Hoffentlich fliegt ihr mir nicht gleich um die Ohren, das wäre ein Spaß. Ja, wer sieht mich? Der da drum. Ladies. War ein Abflug. Wie geht's? Ja, Leute. Ohne große Zwischenfälle sind wir noch rumgekommen. Nicht schlecht, 47. Sie sind wirklich einfallsreich. Sie nähern sich jetzt der Höhle des Löwen. Die Typen, die Sie gerade getroffen haben, dürften den 8. Stock hermetisch abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, in 899 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie Sie. Vermutlich haben Sie längst einen Plan, richtig? Egal. Machen Sie sie fertig.